Hi. Lukas, hi. Sabinchen, hi. Grüß dich. Wie war's Inlinern, Lukas? So. Haben wir schon Musik? Le Song of Aurora. So. Moment, ich bin gleich soweit. Wenn dies gelaufen passt. Und so. Entschuldigung. Ahoi. Fällt eigentlich gerade fast auf. Brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Und zwar. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das ist. Episode 2. Wir haben es immer noch auf Permadeath, das Spiel. Das heißt quasi, wenn wir sterben mit einem Charakter, ist er endgültig weg. Also nichts speichern, nichts machen. Wir müssen das Kapitel auch heute komplett durchspielen. Was ich eigentlich irgendwie gar nicht so richtig leiden kann, muss ich ehrlich sagen, an Spielen. Aber das hilft nichts, das Spiel ist halt so. Genau, Edgar im Haus immer noch. Das passt, was sagt er da? Hauptschwierigkeitsgrad, genau. Die Grundlage entwickelt und abgewogen wurde. Genauso wie das Spiel ursprünglich gedacht war. Okay, haben wir. Moment mal. Kurz warten, sonst ist es sauer. So. Aber jetzt. Entschuldigung. Okay, wir fangen an. Episode 2. Gespenstisch leise. Ach Gott. I don't want to do it. Da 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 da. Where am I? Wo ist der Ton? Ton ist gut, hoffe ich. Ton passt. Well, well, it appears as though the Prince of Slumber will be granting us an audience. How are you feeling, Your Highness? My head. I had a dream. I'm okay. Thanks for coming, Lydia. You had us all on tender hooks. When I found you... Alles gut, danke dir. Perfekt. My God, Daniel. Wie war's I'm in glad to Leinern, see you awake. Lukas? So, I'm better. I'm fine. By the way, Wer bist du I gefahren? found a note at the Husher house. Daniel, the doctor said you need complete rest. Complete. I'm fine, really. I found this. Apparently, Husher received a music box. Sehr gut, aber from anstrengend, das glaube ich dir. A certain Mr. Faber. It seems as though he was researching the music box when he vanished.
And from what Faber says, the music box may be related to everything that has happened. I'm not sure we should stick our nose into this business after everything that's occurred. She may be right, Daniel. Da ich früher im Fitnessstudio war, hat mein Rücken etwas wehgetan. Ah ja. Musst aufpassen beim Fitnessstudio. Der Innen ist gut, aber wenn du irgendeine Fehlstellung hast, weil es dann vielleicht ein bisschen leichter geht, dann kann es gerne auch hinten losgehen. Really there. It was as if it were on the other side of... Oh. I think we should pay a visit to this Faber and ask him about the music box and Husha. He has a shop in the city not far from here. Daniel, please. I'm fine, really. I think going to a shop and asking the owner a few questions falls within the range of what we can do, don't you? Okay, Kathi kommt gleich wieder. Wen nehmen wir denn? Sie ist neu. Alter 24, Lichtqualität Feuerzeug. Erika leitet zusammen mit ihrem Vater Isaac das Antiquitätengeschäft Färber und Söhne. Während er der Kunstexperte ist, kümmert sie sich um das Geschäftliche. Immer über jedes noch so kleine Detail des Geschäfts informiert. Ihre Abenteuerlust führt sie in die ganze Welt. Steht auf der Suche nach neuen Gegenständen für ihr Geschäft. Erika ist unglaublich aktiv, hat viele Hobbys und lässt ihrer Fantasie bei Gelegenheit freien Lauf. Okay. Der René Artigas. Lichtqualität Taschenlampe. René wurde zum Polizisten geboren und er wird auch als solcher sterben. Er wurde in der Karibik geboren, war aber von der Polizeiarbeit in seiner Heimatstadt sehr... Kathi, ich hau dich doch nicht. Ich hau dich doch nicht. Ob du kommst oder nicht, das ist deine Entscheidung. Aber ich weiß, dass du mich haust, wenn ich dir nicht Bescheid sag. Vor dem habe ich Angst. Glaub mir, ich habe viel mehr Angst vor dir, wie du vor mir. Ja. Aber war von der Polizei bei seiner Heimatstadt sehr enttäuscht. Er entschied sich daher, nach Europa zu ziehen, wo er glaubte, dass seine Integrität und sein Pflichtbewusstsein ihm besser dienen würden. Das ist eine Option. Alter 43. Hunde, die böllen, beißen nicht, ich bölle nicht. Dan ist Publizist und Ex-Unternehmer, der aufgrund seiner gescheiterten Unternehmungen, oh mein Gott, im Alkohol verfallen war. Seine Alkoholsucht hat ihn seine Gesundheit, seine Ehe und seine jugendliche Sophie und sogar sein Zuhause gekostet. Seine Jugendliebe Sophie. Und sogar sein Zuhause gekostet. Daniel, der seit einiger Zeit nüchtern ist, hat es endlich geschafft, einen sicheren Arbeitsplatz zu finden und sein Leben langsam wieder aufzubauen. Die Sophie von Tennant, das war die. Wen nehmen wir denn? Mit ihr haben wir das letzte Mal gespielt. Das war eigentlich auch ganz okay, würde ich sagen. Sie ist neu. Das haben wir eigentlich. Die haben die Stats. Schnelligkeit 5, Unauffälligkeit 5, Stärke 4, Gelassenheit 5, 6. Gelassenheit ist die 7, Schnelligkeit ist die auch gut, Unauffälligkeit eher nicht so und Stärke eher nicht so. Schnelligkeit, Unauffälligkeit ist 2. Er ist kompletter Durchschnitt bei allem. 5, 5, 5, also er ist eigentlich ganz, ganz gut. Er ist extrem stark, sprich er haut wahrscheinlich die Türen dementsprechend schnell zu. Gelassenheit ist auch okay. Schnelligkeit ist besser. Unauffälligkeit, gut, ich weiß nicht, was Unauffälligkeit bedeutet. Sie ist wahrscheinlich deutlich besser in den Schränken zu kontrollieren, denke ich mal, wenn die Dinger kommen. So, ich war halt noch abschwingen. Habe jetzt den nukischen Waschbär-Touch, weil ich mich so beeilt habe. Oh mein Kathi. Hättest du was gesagt, dann hätte ich noch gewartet. Radiokassette. Meine Lieblingsmusik hilft mir, mich zu konzentrieren und mich daran zu erinnern, wer ich bin. Erika. Wann immer ich eine anzünde, fühlt mich alles um mich herum sicher und friedlich an. Okay. Die Kerzen haben auch noch nicht hergekommen. Ich müsste alles verlieren, um mich zu finden. Ich will nicht, dass es nochmal passiert, Daniel. Altes Ding, eine Münze, das Abzeichen. Ich würde sagen, gehen wir wieder mit ihr.
Nehmen wir sie wieder? Oder wen nehmen wir? Ich würde fast zu ihr tendieren. Sie ist ganz okay. Und so böse sich's anhört. No. Wenn wir es wirklich verlieren sollten. Er ist zwar schade. Ich nehme mal sie. Sie hat mir letztens auch Duftgrad aus Bonusglücksbringer. Trage ich einen zusätzlichen Gegenstand. Okay, Mist. Mist. Färber ein Sans. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich stimme da mit Kathi. Aber das ist auch normal. Bisschen, ja. Ganz, ganz leicht. Kermit. Yeah. Ach, was. Ist wieder. So wie Luna ist wieder fake. Ich weiß nicht warum. Darfst nicht immer so hart ragen. Ich rage doch gar nicht. Gerade bei Animal Crossing, ne? Ich war schon mehrere Mal in diesem Restaurant. Ich mag die Einrichtung nicht besonders, aber das Essen ist ziemlich gut. Was? Ich kann nicht gehen, ohne etwas herausgefunden zu haben. Achso. Ja, Steuerung haben wir wieder lenken können. Valorant ist wirklich nichts für mich. Valorant das gespielt, okay. Ich hab's tatsächlich auch drauf. Ja, und nach dem Stream schreit er sich die Seele aus dem Leib, wie Arsch nicht alles ist. Ich schrei und die blöden Bewohner und so. Ich gehe dann mal raus und schreie einfach in die Hecke rein, ja. So 1,5 Stunden lang und dann komme ich wieder. Das ist der Grund, warum ich Pause mache. Nein, ich glaube, das waren einfach die 11,5 Stunden Stream gestern. Die mich ein bisschen... Tschüss, verschlossen. Es sieht aus, als hätte der Laden alle Arten von Antiquitäten. Leider sieht man nicht mehr viele dieser Geschäfte. Ich glaube, ich habe das Glänzen und den Blumentopf gesehen. Aha. Ein Büsse. Antiquitätengeschäft. Okay. Oh, ich habe jetzt Cleo. Jetzt ist alles gut, Kathi. Dicker Schlüssel. Wie laut ist es? Wie immer die Bitte heute bei dem Spiel, wenn ich an der Tür lausche und ich das da mache, so herlang, bitte keine Sounds. Zumindest nicht den Schrei. Das glaube ich. Haut so das Trommelfell raus. Regenschirmstöcke, die wahrscheinlich von Kunden zurückgelassen wurden. Kapitel 2. Auffallend leise. The lights are on. Let's see whether Farber is around somewhere. Die Nachbildung einer Karavelle aus dem 16. Jahrhundert mit aufwendigen Verzierungen. Eine große Ausstellung mit allen möglichen Antiquitäten, Ornamenten und Souvenirs. Wahrscheinlich ist es das, was sich bei Laufkunden am meisten verkauft. Ein interessanter Automat mit einer hässlichen Figur im Inneren.
Es scheint, dass man eine Art spezielle Münze einwerfen muss. Ah, okay. Ein Teleskop, so sehr ich es auch liebe, Sterne zu beobachten, bevorzuge ich dennoch einen warmen Kamin und ein gutes Buch. Yes. Artikelliste. Ich kann sie nicht finden, ich kann mich nicht erinnern, wo ich diese verdammte Spieluhr aufbewahrt habe. Ich dachte, ich hätte sie mit dem anderen Gerümpel verstaut. Wo könnte sie sonst sein? In diesem Lagerraum gibt es auch einen Kleiderschrank voller eingetrockneter Blutflecken. Wir haben ihn in den Innenhof gebracht und ihn in einen unserer Lagerräume im Keller gebracht. Aber, wo genau haben wir ihn hingestellt? Was? In diesem Lagerraum gab es auch einen Kleiderschrank voller eingetrockneter Blutflecken. Wir haben ihn in den Innenhof gebracht und in unsere Lagerräume im Keller gebracht. Aber wo genau haben wir ihn hingestellt? Achso, ich kann mich nicht einmal erinnern, welche Farbe er dann vor mir hatte. Was ist los mit mir? Vielleicht könnte ich das zurückgebliebene Blut irgendwie sichtbar machen. Ah. Ich müsste Luminol verwenden. Ah, ich müsste Luminol besorgen. Das ist einfach nur Emote. Lukas oder das was? Nein, ist einfach nur Emote, okay. Ich müsste. Wie kann man einen Kleiderschrank verlieren? Nee, der hat nicht verloren. Der ist durch die Spieluhr quasi auch ein bisschen nasch geworden. Und hat quasi sein Gedächtnis nach und nach verloren. Den Kleiderschrank hat er nicht verloren, den hat er quasi im Lagerraum untergebracht. Ich denke, dass die mehrere Lagerräume haben. Vermute ich mal. Also nicht bloß ein Zimmer, sondern eher so 3, 4 Hallen, vermute ich mal. Luminol kriegt man wirklich in jeder Drogerie, genau. Richtig. Gehst zum Rossmann rein, sagst 10 Liter Luminol, sagt er alles klar. Brauchst du Kanister oder Flaschen, sagt du, passt. Ich müsste Luminol besorgen, oder? Das ist das, was die Polizei benutzt. Vielleicht könnte ich so den Lagerraum mit dem Kleiderschrank und die Spieluhr finden. Sebastian hat gesagt, ich soll sie an den ursprünglichen Besitzer zurückschicken. Der Familie Legrand Amsberg. Wenn ich das schaffe, wird dieser Wahnsinn dann aufhören. Unter der Theke sehe ich billige Repliken, Schlüsselanhänger und Münzen, nichts Interessantes. Bücher über Kunstgeschichte, ich kenne die meisten von ihnen aus meiner Studienzeit. Achso, jetzt ist schon so alt. Antike Statuen aus Bronze, ein alter Tauchhalm und viel Platz darunter. Haben wir gesehen. Das Ding da hinten, das Ding ist nice. Also ich bestelle es gleich immerhin 30 Liter zusammen mit meinem Arsenvorrat. Das kann man ja keinen anständigen Haushalt führen. Ja, eben finde ich auch. Also das ist, wenn, klar 30 Liter ist vielleicht ein bisschen viel. Im ersten Moment denkt man, aber man braucht es doch öfter und ich meine, dann reicht es halt ein halbes Jahr. Von dem her, das passt schon. Bin ich halt der Meinung, das ist schon richtig. Ein bisschen Luminol sollte man schon daheim haben. Okay, kann man geiler bügeln. Ich kann meinen Mantel aufhängen. Also habe ich. Ah, da ist auch noch hoch, mein Gott. Verwinkelten Geschäfte. Die Kasse auch eine Antiquität, aber sie scheint voll funktionsfähig zu sein und ist im besten Zustand. Eine Art elektrische Fernbedienung, ich schätze, es funktioniert mit einem speziellen Schlüssel, der in diesen Schaft passt. Ah, okay. Statuen, Ornamente, Schriftrollen, Bücher, nichts allzu wertvolles und sicherlich nichts Nützliches. Oh, was ist denn los heute? Ich gehe mal erst dahinter. Sehe ich genauso, so eine herzhafte Arsensuppe und dann das Luminol zu checken, wo ich noch mehr aufwischen muss, ist mal klassisch Freitagabend, ja genau. Eine Akustikgitarre scheint benutzt zu sein, aber ich glaube nicht, dass es eine Antiquität ist. Dieser Koffer muss uralt sein, obwohl ich glaube, dass meine Eltern auch so einen hatten. Dieses Fernrohr ist wunderschön, mit Gebrauchsspuren, aber insgesamt in gutem Zustand.
Diese Kanone weckt Erinnerungen an die Schlösser der Loire, die Flüsse, die Weinberge und ich brauche Urlaub. Spieluhr. Mein Hans Kasperl. Ein Schachteltröpfel, ich kann nicht verstehen, wie Menschen sowas mögen. Diese Vasen sehen nicht so alt aus, glaube ich, zumindest chinesische Kunst war nie mein Spezialgebiet. Ah, okay, also bestimmt dieser Kunsthändler oder irgendwie sowas, oder hat er eine eigene... Wie verwinkelt ist denn das, bitte? Eine vollständige Rüstung aus dem frühen Mittelalter, die Qualität noch zu urteilen, würde ich sagen, sie gehört einem Adligen. Er baut so echt. Ich glaube, das Haus selber ist Antiquität, vermute ich mal. Schrotflinte. Eine dekorative Schrotflinte. Ich bin kein Fan von Schusswaffen, aber es würde mir jetzt nichts ausmachen, eine bei mir zu tragen. Ja, nimm sie. Der Laden ist bis zum Rand mit Antiquitäten gefüllt. Die Auswahl an Antiquitäten ist ziemlich beeindruckend. Heißt, er hat nichts verkauft. Weil alles so da ist. Du Shotgun! Mehr Antiquitäten, einige von den Spielzeuge, mehr für sentimentale Erwachsene als für kleine Kinder. Hier gibt es einige wenige alte Bücher. Dieser Laden hat eine außergewöhnliche Auswahl an Artikeln. Der Tisch ist voller Bücher und Krimskrams, aber darunter ist Platz. Ach so! Wo war die Map? Ah, da. Eine japanische Rüstung aus dem... Warte mal, was ist das in der Mundöffnung? Warten mal noch. Kerzenleuchter, Notizbücher, ein altes Grammophon. Ich weiß nicht, nach welchen Systemen sie das alles sortieren. Biografien wichtiger historischer Persönlichkeiten sortiert nach Datum. Einige davon waren in meinem Studium Pflichtlektüre. Ein Sicherheitsgitter aus Stahl blockiert die Schublade. Ist das was Wichtiges drin? Okay. Der Vertrag von Tordesillas. Ich frage mich, wann dieses Replik angefertigt wurde. Das scheint wirklich alt zu sein. Kann ich... Kann ich nicht. Sind wir tot? Nein. Bronzemünze für Zollterautomaten. Eine bronzefarbene Metallmünze für den Zollter-Wahrsagerautomaten. Große chinesische Porzellanvasen. Diese Dinge müssen ein Vermögen kosten, weshalb sie wahrscheinlich in diesem Bereich des Ladens aufbewahrt werden. Lukas, deine Coins. Katja hat alle. Botschaft von Zollner. Eine Vorhersage soll
Du hast etwas vergessen, erinnere dich... Was? Ich brauche die, wenn du mal berühmt bist. Du hast etwas vergessen, erinnere dich... Huh. Ah, und du wirst gesegnet sein. Okay. Ich soll rausgehen, sagst du? Ich kann rausgehen. Die Kathi ist aber auch eigentlich fast jedes Mal dabei, muss man sagen. Und vor allem, Kathi hat aber schon einiges benutzt an Punkten, muss man auch sagen. Mir gefällt das Gebäude irgendwie nicht. Der ganze Aufbau ist suspekt. Yes. Brief von Sebastian P. Hasch, da wo wir waren. Lieber Isaac, es tut mir leid, dass du Probleme mit dem Einschlafen hast. Vielleicht tröstet es dich zu erfahren, dass ich in letzter Zeit ebenfalls schlecht schlafe. Vielleicht wegen des bevorstehenden Korrekturlesens meines Romans. Wenn man die Qualität anhand der investierten Zeit bestimmen könnte, sollte es eines meiner besten Werke werden. Aber ich vermute, dass dies nicht immer zutrifft. Trotz allem habe ich Zeit gefunden, einen Blick auf deine mysteriöse Spieluhr zu werfen. Basierend auf der Schnitzerei und dem Holz bin ich sicher, dass sie europäisch ist. Aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. Mir ist auch aufgefallen, dass es sehr hochwertig verarbeitet ist. Vielleicht ein Luxusartikel der Zeit. Ich werde meine Nachforschungen fortsetzen. Werde bald wieder gesund. Sebastian P. Hascher. Isaac Färber, 13. August 98. Stimmt, das spielt 98. Ein Bücherregal voller Kisten und Dokumenten, das reinste Chaos. Okay. Galerie, Tür geschlossen, fangen Sie auf Schalter nach, bevor Sie eintreten. Verstärkte Sicherheitstür verschlossen, es muss einen Weg geben, sie zu öffnen, aber sicherlich nicht mit purer Gewalt. Das ist der Knopf vorne am Schalter. Eine Schneiderpuppe, ich weiß, dass es unpraktisch wäre, ihr den Kopf aufzusetzen, aber zumindest würde sie dann weniger unheimlich aussehen. Naja, ich weiß nicht. Oh, wieder ne. Was? Alte Bilder und Tagebücher, die Gott weiß ihm gehören. Nichts Interessantes. Escape bin ja dabei, seit wir die Mounts haben. Schon davor, ja. Deutlich davor, Kathi. Deutlich davor. Huh. Du warst ja quasi schon da hat es mich noch gar nicht gegeben. Was sagst du? Spülflasche. Eine Spülflasche, die anscheinend einmal gefährliche Stoffe enthalten hat. Der Spiegel ist zerbrochen, überall sind Scherben. Was ist hier passiert? Die Handtücher sind steif und staubig, es scheint her zu sein, dass ein Gast dieses Badezimmer benutzt hat. Treue Zuschauerin, sehr treue Freundin und treuer Mod. Trifft alles zu, ja. Okay, die ist zu. Was sind da die Katanas, Kathi? Hier, unten, die da. Okay, hier können wir
soweit nicht weiter. Also geht's hoch. Wir stehen jetzt in meinem Wohnzimmer, das ist richtig, ja. Das Spiel ist ja vorher rausgekommen. Ist hier oben die einzige Tür, ne? Ich schau bloß sicherheitshalber mal. Ach, da sieht man runter, jetzt kapiere ich das. Man sieht da runter. Ach so, das ist unten. Wenn ich Gänge nicht leiden kann, dann ist der unter den Top 5. Durch Zufall reingestolpert, ja, aber also ich glaube schon gar nicht, dass es Zufall war, Kathi. Das musste einfach passieren. Aber ja, auf einmal was ist da. Okay. Die Möglichkeiten haben wir ja gerade tatsächlich nicht mehr. Habe ich noch einen Schlüssel? Mal schauen. Ja, ohne Scheiß. Ich wollte irgendwas nachschauen, weiß nicht mal mehr, was ich auf einmal... War der Stream offen, war saukomisch. Das hat die Macht des Voodoo. Ah, okay, das war ein Bild. Von innen verschlossen, okay. Alien war's, oder? Ich glaube schon. Alien Isolation. Zuschauerzahlen für Games checken. Alien, ja. Huh. Mm-mm. Wieso kann man Kleiderbügel nicht als Schlüssel hernehmen? Das ist echt irgendwie traurig. Ah, ist Metall. Da waren wir drin. Das macht vorne die Tür auf. Hier ist mal weiter. Was ein ganz krasses Gewuschel. So. Aber wie schaut denn das Haus aus? Und dass sie glaubt, sie wird den Schlüssel nie wieder brauchen, hat sie jetzt vorsorglich weggeschmissen für immer. Es könnte nicht sein, dass der bei einer anderen Tür einer passt. Isaac Färber ist A, Marley Rangel Marley Rangel ist B und Familie Gibbs ist C. Innen liegen die Wohnung, oh mein Gott.
ist kein Ausgang, nicht? Steht drauf, not Ausgang. Everything looks abandoned. Das ist größer, wie ich mir gedacht habe. Okay. War der richtige Weg. One and only. One and only way to die. Auto place football outside. Ah. Ich bezweifle, dass hier draußen immer Grillpartys veranstaltet. Dieser Grill sieht ziemlich vernachlässigt aus. Oh, das ist unter den Abfällen. Ein kleiner metallischer Gegenstand, der unterhalb der Abfälle. Soll ich ihn rausnehmen? Ja, nimm doch das Ding. Silbermünze für Zollautomaten. Ah. Kann wieder. Rummünzen. Hehehe, ist alles zu. Was? Werkzeug, eine Schubkarre und ein großer Geist. Werkzeug, eine Schubkarre, das ist also ein Schub meines Hausmeisters. Müssen wir rauskommen, ne? Diese Fahrräder sehen aus, als würden sie schon seit Ewigkeiten draußen stehen. Sie sehen nicht schlecht aus, müssen aber definitiv überholt werden. Wenn man langsam fährt, dann kann man das überholen. Die Mülltonnen sind voll und werden bald zum Rand mit Wasser gefüllt sein. Ich glaube, liegt etwas auf dem Tisch. Ist es möglich, da irgendwie reinzukommen? Jemand hat sich von der anderen Seite verschlossen, das ist seltsamste Ort scheint leer zu sein. Okay, wir haben einen Arsch voll Türen, die nicht aufgehen. Was ist das für Punkte dann damit? Man weiß es nicht. Man glaubt es kaum. Schau hier her, ein Nosenbär. Wo hat denn das Nosen her? Ups. Nix ups. War schon eher DPD. Man hat sie verriegelt. Moment. Sehr talentierte Frau Emily High. Das Garagentor geschlossen sein, es sieht nicht so aus, als würde es geöffnet. Als würde es oft geöffnet, wenn überhaupt. Ah, okay. Die Frau hat's drauf, ja.
kann mit der Kerze ganz wackeln. Gunnar macht mich nervlich fertig. Ach ja, Stehbrücke, kann ich noch? Ich habe die geilste Bastelanleitung für dich. Wird der Knaller hier. Stahlträger. Ich habe meinen Metallkanister aufgestellt, Kathi. Ein nicer Metallkanister steht neben einer nicen Metallmülltonne und neben zwei nicen Kunststoffkanistern. Oh mein Gott. Seitdem ist in einer Tour meine Insel voll. Die machen nur Selfies vor dem Metallkanister. Der Fahrstuhlknopf, ich frage mich, ob er funktioniert. Ich habe Aufzugschächte immer etwas beängstigend gefunden. Naja, komm. Selfies mit Öl, ja logisch. Die guten, nicht die normalen, weißt du schon, die jeder machen kann, sondern die Special. Ende des Schichtberichts, 11. August 98. Wachmann, Sullivan, Walter, 09534, Vorfälle, 22:38 Uhr. Bei einem Kontrollgang entdeckte ich ein kleines Leck, lesen kann ich. Der Wasserleitung, ich stelle einen Eimer drunter und benachrichtige den Versicherungsträger des Gebäudes. 1:13 Uhr, ich höre ein Klopfen an der Haustür, ich gehe zur Tür und frage, wer da ist. Er halte aber keine Antwort. Das Klopfen hört auf. Als ich die Tür öffne, kann ich niemanden auf der Straße sehen. 4:40 Uhr. Ich glaube, eine Melodie hinter mir zu hören. Ich gehe in den Innenhof und finde Herrn Isaac Färber, barfuß und mit nichts als seinem blauen Pyjama begleitet. Seine Augen sind geschlossen und in seinen Händen hält er eine Spieluhr, die eine seltsame Melodie abspielt, während er langsam weitergeht. Er reagiert nicht, als ich ihn rufe und geht durch die Tür zu seinem Laden. Ich finde es krass, dass der braucht der Metallkanister, Alter. Ich finde es krass, dass sogar auf Deutsch, man konnte es sogar lesen eigentlich. Also einigermaßen. Finde ich schon krass. Wie gut es gemacht ist, mir nicht. Schauen wir gleich. Die Pflanze ist abgestorben, es sieht so aus, als hätte sich niemand um die Instandhaltung des Gebäudes gekümmert. Sauber lesen kann ich. Oh mein Gott, ernsthaft. Bei mir. Lukas, gute Nacht. Danke dir. Gute Nacht. Bei mir irgendwer da was drauf was sagt. Na Gott, scheiße. Kanley, hi. Kaniel, servus, hi. Ach, war es das schon? Okay. Moment, ich muss mal kurz den Bot rausschmeißen. Einen Moment. Oder Kathi, magst du schnell bitte? Er ist gar nicht mehr drauf. Okay, passt. Ist gar nicht mehr drauf. Keine Lei. Da bei mir auch nicht mehr. Ich habe schon Angst gehabt, weil gestern haben wir beim Machtel den Fall gehabt, oder vorgestern was. Da hat irgendwie ein Raid mit über 2000 Bot-Followern gekriegt. Das will ich nicht auch. Hallo. Wie hat er geheißen, der Sullivan Walter, oder? Walter.
Mir sagt das ehrlich gesagt keiner von denen irgendwas. Nee, Kathi, das. Twitch zählt ja nicht. Das war das, was ich gemeint gehabt habe. Es sind zwar jetzt 4 hintereinander gewesen, aber es wurde nicht einer als Follower gezählt. Tippi zählt sie zwar, Tippi zeigt sie an und meldet sie quasi auch im Stream, also zeigt einen Alert an, aber Twitch übernimmt sie nicht. Das ist gut an Twitch, also die sind da echt gut dahinter. Bevor die spammen, ja. Gestern war glaube ich eine Liste drin, aber es sind lauter verschiedene, also ich glaube die Luna, also mit Luna hat es dasselbe schon gegeben, also jetzt Host, damals war es Luna, also L-U-N-A-R, dasselbe, wenn da mal was dabei ist, das sind auch lauter Bots. Ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung. Ach da, Erika Färber, B43C. Schauen wir mal. Die Tür führt zur Straße, ich gehe nicht, bis ich Färber gefunden habe. Ah, nice, Kathi. Findest du sie? Ich kann es da sagen. Elite Race. Ich glaube lauter Els. Wie siehst du den Namen jetzt? Muss ich dich mal ganz kurz fragen. Hast du den Namen gesehen, Kathi? Ich hätte es quasi wirklich nur vom... Ach, die siehst du auch, perfekt. Perfekt. Genau, da werden sie mich auch angezeigt. Also Twitch, also sie werden angezeigt. Also oft sind es dann sogar nach einem Tag wieder draußen. Perfekt. Danke dir. Da sind noch mehr. Ja, ist gut, ist gut. Perfekt. Perfekt. Habe ich den Luna-Dinger einmal gemacht. Aber man sieht ja quasi, dass... Also ich hatte es einmal, da war einer für einen Tag drin, der war noch nicht gemeldet. Ich hatte noch dann gemeldet, dann war er am nächsten Tag draußen. Und die quasi wahrscheinlich schon gemeldet sind, denke ich mal, die werden gar nicht speichern, aber das passt schon, perfekt. Je mehr das melden, das Zeug, desto besser ist es. Geradeaus kommen wir nicht rein. Ich kann wieder runter. Ah, Moment, eine Sache haben wir noch gesehen. Eine Sache haben wir noch gesehen. Hier. Ein normales Servicefenster, auf der anderen Seite liegen einige Schlüssel, die wahrscheinlich nützlich sein könnten. Okay, nice. Kleiderbügel? Kleiderbügel? Kleiderbügel. Ich würde Stunden brauchen, um die Schlüssel damit zu angeln, aber vielleicht, wenn ich Kleber und das andere in die Aufträge oder so. Okay, der Guest war richtig. Nur sie mag einfach nicht. Also für alle, die jetzt heute dabei sind, das Spiel nennt sich Song of Horror. Und das Spiel hat Permadeath. Sprich, wenn sie hier stirbt, dann ist sie tot. Ich kann sie nicht mehr spielen dann, die ist dann weg. Endgültig weg. Ich habe 4 Charaktere pro Kapitel, sind die weg. Kann ich vorne anfangen. Das erste Kapitel haben wir komplett durchgekriegt, ohne eine zu verlieren oder einen zu verlieren. Und Prolog auch soweit. Es geht hier quasi darum, dass es eine Spielbox gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, keine Ahnung. Die so komische, ich sag mal, Musik spielt, und wenn man quasi die hört, dann ist man ab dem Zeitpunkt verflucht, sag ich jetzt mal. Und wird dann von dem Dunkel so nach und nach verschlungen. So kann man es am ersten erklären. Das Dunkel kommt ab und zu. Wenn es kommt, wird alles schwarz und so gammelig.
So Silent Hill-mäßig. Und dann müssen wir uns mir quasi ganz, ganz schnell unter einem dieser Hidepunkte verstecken, die durchgestrichenen Augen. Also am besten immer in der Nähe von so einem Ding rumwohnen. Und lauschen quasi an der Tür kann man auch. Das machen wir, haben wir jetzt mehrfach gemacht schon. Dass man quasi hört auf der anderen Seite, die Viecher sind. Das fällt noch ziemlich krass auf tatsächlich. What was that sound? That reinforced door isn't going to let a sound through. Gut. Nee. Die Tür ist viel zu dick. Hier ist einfach der Tisch, können wir uns verstecken zum Beispiel. Das ist quasi auf der Map direkt der Punkt. Hier. Wir haben noch so eine Münze, die tun wir mal rein. Benutzen. Silbermünze für Zollautomaten. Jetzt. In dem Metallklumpen mit der Botschaft ist runtergefallen, genau. Spielen und gewinnen, spielen und verlieren, hast du Zweifel, geh direkt durch. Okay. Da war irgendwas, oder? Okay. Doch, das ist so schlimm. That thing. I don't know what it was, but it's... Weg. Was ich leider nicht mitkriegt, der Controller ist, wenn irgendwas ist, ganz, ganz leicht und sie ein bisschen Panik kriegt, vibriert der immer wieder. Und er vibriert oft. Was haben wir noch? Geile Kleber haben wir gesagt gehabt. Wir wollten runter irgendwo zu dem Ding, oder? Zu dem, Ich kann hoch, dass ich runter kann? Irgendwie so? Solange was das normale Symbol erscheint, ist das okay? Ist hier der Bereich? Nein, hier ist der falsche Bereich, oder? Ah doch, hier sind wir genau perfekt. Das wollte ich haben. We meet again. Let's see. What was... Ein Dorf am See, nett. Der Magnet von einer Kühlschrankdekoration. Er hat einen Magneten auf der Rückseite, der könnte nützlich sein. Ich würde den gerne kombinieren. Okay, Kleber, aber ähnlich. Vielleicht schauen wir uns angeht. Jetzt mal am Anfang auch relativ ruhig.
vibriert wie Sau. Und die Doom-Shotgun mit. Hat sie. Herzstillstand mal 3. Ich mag nicht mehr. Keine Bock. Oh, verdammte Kacke. Es kann dich nicht sehen, aber es kann dich definitiv hören. Weglaufen ist zwecklos. Du musst ruhig bleiben und leise sein. Also musst du deine Atmung kontrollieren und dich vorsichtig bewegen. Versuche den Kreis so nahe wie möglich am weißen Hintergrund zu halten. Versuche den Kreis so nahe wie möglich am weißen Hintergrund zu halten. Wenn es deine Gegenwart spürt, kommt es mit jedem Fehler, den du machst, immer näher. Lass es dich nicht erreichen. Muss ich langsam drücken. Du musst deine Atmung kontrollieren und dich vorsichtig bewegen. Versuche den Kreis so nahe wie möglich am weißen Hintergrund zu halten. Ach so. Je fester ich drücke, desto mehr ist es arschig. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, die Tasten da herum, Durchdruck, also wirklich. I have no words. Die komplette Spanne quasi komplett zu. So mache ich es größer. Wenn ich auslasse, wieder zu. Uiuiuiuiui. Das kann lustig werden. Das Ding heißt die Stille. Ich mag die Stille nicht.
Schlüssel des Pförtners. Nice. Eins hat Schlüssel aus Eisen gefunden im Büro des Pförtners. Er ist selbst von nirgends zu sehen. Yes. Sicher, sicher, lieber zweimal. War natürlich nicht überrascht, ein obszönes Poster hier am Arbeitsplatz zu finden. Naja, obszön, komm. Hier ist der Schlüssel zum Schalter, den du an der Ladentheke findest. Falls jemand Zugang zur Ausstellungsgalerie benötigt, es gibt Überwachungskameras. Hier ist der Schlüssel zum Schalter, den du an der Ladentheke findest. Also, falls jemand Zugang zur Ausstellung... Okay, alles klar. Schlüssel, wo ist der? Ich sehe keinen Schlüssel. Tagschicht. Der Reedwild Simon. Die Versicherung schickt einen Klempner, aber das Leck im Rohr repariert. Der das Leck im Rohr repariert. Ich unterschreibe das Versicherungsformular. Ein Paket wird für Wohnung... jetzt wäre nochmal einer gekommen, Kathi. Langer. Den hat er als Tippi sogar... Nee, hat Tippi nicht blockiert. Ein Paket wird von Wohnung 3b im Block 2 angeliefert. Es ist niemand zu Hause, es wird vorübergehend auf den Schreibtisch des Pförtners abgelegt. 12:06 Uhr. Herr Isaac Färber wird zu dem Vorfall befragt, der sich danach ereignet hat. Er scheint verwirrt zu sein und nicht zu wissen, wovon ich spreche. Er wirkt aufgebraucht und er stellt mir viele Fragen. Ich bitte an, einen auszurufen, aber er versichert mir, dass es ihm gut geht. Ein Vertreter wird beim Versuch ertappt, sich in den Innenhof zu schleichen. Ich führe ihn aus dem Gebäude. Danke dir. Mitteilungen und Erinnerungen für die Pförtner. Ich sehe auch mehrere Beschwerden. Eine von Erika Färber unterzeichnet, okay? Gut, aussperren ist nie verkehrt. Jetzt können wir gerade durch, das ist schon mal cool. Lauscher aufhören. Nix, okay. Ah, das war die Meldung erst gerade. Okay. Na, hast du gesperrt, Kathi. Oder doch nicht? Ah, doch. Wird schon los. Ich denke, ich könnte leicht unter den Tisch klettern, wenn es nötig wäre. Okay. Versteck passt. Nice. Ich glaube, dass das Poster von einem TV-Show ist. Ich persönlich lese lieber einen guten Roman. I see something on that cleaning cart. Wasserstoffperoxid, okay. Eine Flasche mit Desinfektionsmittel. Okay, das ist schon mehr wie ein Desinfektionsmittel. Ein BH aus dem Becher
und dem Becher danach zu urteilen, ist dieses Badezimmer eines Mannes. Dieses Spiegel wurde seit einiger Zeit nicht mehr gereinigt. Ich muss gerade sagen, es war so schön mit dem ganzen Feck voller Zeug. Es war echt eine Zeit der Ruhe. Am Anfang war es eine Katastrophe, wie ich angefangen habe, wirklich. Es war schlimm. Aber also was Schlimmes war halt einfach krass am Anfang. Es waren echt 10, 20 von jedes Mal dabei. Das war echt nervig. Und jetzt ist aktuell je nach Tag tatsächlich. Je nach Tag. Stockwerk wechseln kommt man auch. Wir wollen aber Moment. Das ist der Gang. Ja, aber ist der Schlüssel vom Pförtner. Ach, Krampf und natürlich auch vom Ding, logisch. Wir können den Drehschlüssel für die Galerie nehmen. Ich glaube, dass wir gleich rennen dürfen jetzt dann. Benutzen. Der Schalter ist eingeschaltet, ich berühre ihn besser nicht. Voll die geile Kamera, ne? Just a showroom. Ich höre eh nix. Alte Bücher, Masken, Schriftrollen wahrscheinlich nicht so wertvoll wie die Gegenstände in anderen Ausstellungen, aber genauso schön anzusehen. Etruskischer Schmuck, ebenfalls im besten Zustand. Gott, das muss ein Vermögen wert sein. Das pfeift da so. In dieser Ausstellung ist wirklich eine wirklich interessante Schachtel und ein schönes Zahlenschloss. Sechs Stollen. Okay. Okay. Das ist wegen der Störgeräusche auf den Kopfhörern, aber nee, ist es nicht. Antike Schriftrollen, Schrotflinten. Wunschvorstellung. Alte Tagebücher, ein Gewehr und ein mittelalterliches Breitschwert, etwas für jeden Geschmack.
Die Kopie eines Erlasses von Philipp II., König von Spanien, einige peruanische prähispanische Masken, zwei bronzene Schriftrollen-Etüs, muss im Vermögen wert sein, okay. Ja, wie geht's euch so, gell? Ich mein, da kann man mal durchkraxeln. Was zum... Ich muss durch. Was sind die zwei Schalter eigentlich da? Die zwei weißen Punkte auf der Karte, wo ich gerade hingehe. Das sind Säulen, die da? Ah, es sind Säulen, alles klar, okay. Huh. Das Eisspiegel kaputt. Gehen wir nochmal zur Ding hin, nochmal zur Kamera. Das ist rechts, genau, quasi. Also hinter mir quasi ist das Bild runtergefallen. Da. Da liegt es am Boden. Okay, hier ist nichts mehr. Rätler, Spatel aus Grüßen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kombinieren. Okay, habt ihr eine Idee? Ausstellungsstück, da können wir das Ding, also wir haben oben über, gut, wir haben den Pförtnerschlüssel haben wir jetzt gerade noch, gell? Genau, Stück, den können wir ausprobieren. Den wir einfach durch den Bereich nochmal durchgehen. Stimmt ja nicht. Das können wir da machen. Muss irgendwas passen, denke ich mal. Von den Wohnungen vermutlich. Hier eventuell auch schon. Ah, okay. Scheint safe zu sein. Kisten, Aktenschränke, Papiere und noch mehr Papiere. Ich frage mich, ob irgendwas davon jemals wiederverwendet wird. Das Tuch bedeckt irgendwas. Ich frage mich, was es ist. Vielleicht könnte ich das Tuch einfach abnehmen und nachsehen, was es ist. Soll ich? Überlegt euch mal, ob ich das Tuch runterziehen soll. Yes. War voll die geile Kamera. Isaac, ich fürchte, es ist zu spät. Ich habe die Melodie gehört, Catherine und die Kinder auch, aber nur einmal. Es wird doch nichts passieren, oder? Lieber Gott, diese Melodie, etwas in meinem Kopf ist anders. Ich habe dadurch Dinge gesehen, die ich nicht verstehe, Dinge, die ich lieber nicht mehr sehen würde. Es tut mir so sehr leid, Isaac, aber ich sehe mich gezwungen, dir die Spieluhr zurückzuschicken. Ich werde weiter nachforschen, aber ich will sie nicht in meiner Nähe haben. Ich
Ich muss an meine Familie denken. Bitte pass auf dich auf und vergib meinen Mangel an Mut. Sebastian Beherrscher. Ja, no. Niederländische barocke Gemälde oder Fälschungen, ich kenne diese Werke nicht, aber die Motive sind dunkel. Hier war's, oder? Okay, Moment mal. Ach Gott. Kurz andere Brille nehmen. Dreckige Brille. Die hat breitere Bügel. Die drücken nicht so. Die andere ist ziemlich dünn, weil sie am Eck, was ich eigentlich sau gern mag. Aber das Blau, das mag ich noch viel lieber. Aber jetzt wird die Kopfhörer dann auf Dauer. Ich sehe eine Kassette liegen. I had another nightmare last night. I was lying in bed and I felt something staring at me from the corner of the bedroom. I knew that there was something there, something very real, but I didn't dare turn on the light because I didn't want to see whatever it was. I was afraid of going mad if I did. So, perhaps in a rush of panic, courage or folly, I turned on the Wie light viele? and woke up. I Drei. got out of bed and went to the bathroom to wash my face, attempting to lift away the heavy feeling of something pressing Also, on my chest. Then I saw die my blaue hier quasi, die da. reflection in the mirror. The face looking back at me was grotesque. Ohne die Bügel, also die hat quasi feste Bügel. Das ist meine Lieblingsbrille eigentlich. Die blaue. Also ganz, also ist keine sonderlich, keine Markenbrille und nichts, einfach sage ich mal, aber das ist einfach meine Lieblingsbrille. Die da hatte ich davor schon. Police, glaube ich, ist das nicht täuscht. Die habe ich davor schon gehabt. Da ist noch ein neues Glas reingekommen. I was inside the bathroom, standing before the shattered mirror. Ich will wieder putzen, das Ding. Auf jeden Fall, die habe ich quasi ganz gern zum Streamen an, wegen dem. Ja, bei mir immer auch, Kathi. Ich hatte eine Brille früher immer, eine. Und die ist mir mal wirklich massiv kaputt gegangen, massivst. Ja, wie bei dir, wie du sagst, genau. Und dann habe ich es auch ewig lang rausgeschoben und irgendwann ist sie dann einfach mal weg oder kaputt gewesen. Super. Kontakt geht zwar dann, ist klar, aber ich brauche halt eine Brille. Und ich habe noch eine schwarze, die ist matt, die haben wir damals, die Brillen waren nicht teuer. Also das Gestell, wie gesagt, habe ich gehabt, das war das einzige einigermaßen Markengestell, was ich habe, sag ich jetzt mal. Die anderen sind nicht ganz günstige Gestelle, weil mir sowas eigentlich immer wurscht ist. Ja, genau. Ich habe dann auf der Seite das Ding dran gehabt, da, so ein Teil, weil der Glas immer rausgefallen ist. Geht schon, ja, genau. So was meine ich. Aber seitdem habe ich 3. Also, das war das letzte Mal, jetzt sag ich jetzt mal. Ich habe das nächste Mal werden wir auch nicht mehr so viel holen, denke ich mal. Aber ich habe die Brillengestelle, habe ich ja, weißt du, von dem her. Das Teure an den Brillen ist ja ein normales Gestell. Das Glas ist ja gar nicht so schlimm, meistens. Eine Anschlagtafel für die Bewohner. Ja, alles ist uralt, ich schätze, es gibt nicht viele Bewohner in diesem Teil des Gebäudes.
Habe ich einen Schlüssel noch? Achso, mit dem Schlüssel kommen wir beim Schlüssel auch nicht weiter. Okay. Gut, dass ich es weiß. Aber die blaue, die da, hat schon neue Gläser gekriegt. Ich passe leider überhaupt nicht drauf auf. Das ist mein Problem, darum habe ich so viel. Yes. Das ist für mich ein kompletter Gebrauchsgegenstand. Das ist einfach jeden Tag ist ganz klar. Ich kratze da rein, ich wuschel da rein, ich putze mit T-Shirt, alles mögliche. Habe sie ja in der Arbeit an, alles mögliche drum. Vater, ich habe eine Kopie des Schlüssels für das Haus in der Vitrine im Ausstellungsraum im chinesischen Puttel aufbewahrt. Ich hätte ihn für dich im Laden zurückgelassen, aber ich traue dem Pförtner nicht. Ich habe dir einen Hinweis auf die Kombination auf der Rückseite dieser Notiz hinterlassen, allerdings in verschlüsselter Form. Falls dir in indiskrete Hände fallen sollte, kommt wieder einer. Ich drücke dich, Erika. Soll schon wieder 2 kommen? Im Bett liegen und Film schauen? Wie kann die einfach rausgefallen oder wie? Okay. Das ist vor lauter Spannung vom Film. Erika Färber, das wollte ich. Von links nach rechts. Oh mein Gott, das ist schon gescheit verschlüsselt. Erstes Rad 8, zweites 5. Drittes Rad ist dann 14, 2 und 6. 11, fünfte. Kein Schweißwort oben, okay. Ich habe eine ganz alte gehabt, da war ich 17 oder sowas. Die habe ich dann wirklich einmal. Die war komplett verkratzt. Wirklich. Ja, es war eine randlose Brille, muss man dazu sagen. Also randlos ist halt schon. Breit ist die nicht zum kaputt gehen und verkratzen, sag ich jetzt mal. Das ist furchtbar. Das ist noch schlimmer wie das mit dem Schrank. My God, I could almost feel how it was trying to reach me. Alter. Ich hatte mal einen Schneeball auf die Brille bekommen. Der war mehr als Eiserschnee. Ah, die Brille hatte nichts. Aber die andere bricht beim Fernsehen top.
fast interessieren würde, würde es am PC gehen, mit der Tastatur. Tasten drücken mit der Maus, komisch. Yeah. Moment mal. Yeah. Was ist eigentlich der Unterschied, Karte, zwischen blockieren und sperren? Weißt du das? Gar nicht. Was hast du eigentlich dann gemeldet, wenn du das... äh, verstehst gar nicht, was die wollen eigentlich, das ist mein Problem. Haben wir eigentlich alle gesperrt, Kathi? Der ist gesperrt. Der ist gesperrt. Der ist gesperrt. Der ist gesperrt. Meldung Spam-Bot. Ah, okay. Ich habe irgendwie was anderes, stimmt damit nicht, habe Fake-Follower reingeschrieben. Er spammt ja eigentlich nicht, der Follower nur aktuell. Obwohl er quasi nicht übernommen wird als Follow. Oder ein Entfollow sofort wieder, das weiß ich natürlich auch nicht, wie das genau ist. Bringt das was, wenn man einen Stream neu startet? Meinst? Erst in der Accounts in 5 Minuten Takt angelegt werden. Verschiedene, ja, ich habe es gesehen, 2 Stunden, 2 Stunden irgendwas, ja. Also, wir brauchen einmal einen Zettel. Ja, 2 Stunden war einer dabei tatsächlich, ja. Also erstens ist 8, zweitens ist 5,
Drittens ist 14. Viertens ist 2. Fünftens ist 11. Die Verlustwärmen. Ah, okay. Ja, warum verstehe ich nicht? Was? Weißt du? Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Ha. 8. 5. Es soll nerven, es kann sein. Also. 6. Rad, ich schaffe es nicht, in römischen Zahlen zu schreiben. Walter, wenn du das liest, verzieh dich. Ach, 0 wahrscheinlich. Null existiert quasi nicht. Zylinderförmige Rätelbox. Ein hölzerner Holzzylinder ist in mehreren ringelförmigen Abschnitten teilt. Benutzen. Kombinieren. Einsehen. Die kann ich nicht drehen. Ich würde gerne verwenden, das wäre interessant. Benutzen. Betrachten, drehen, ist klar, betrachten. Da ist etwas in der Box, ich kann es fühlen, aber die Ringe lassen sich nicht drin. Ach so, okay. Was machen wir mit dir? Ah. Ich muss durch. Soll ich den Lappen wegziehen mal? Das Fragezeichen quasi da. Mittig links. Das Lappen. Aber ja, versuchen wir Stream neu starten, wenn das nochmal kommt. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die am Account hängen oder ob die am Stream irgendwie dranhängen. Oder an den Streams, weil es sind ja mehr meistens. Ich weiß ja, Dave hat das Problem auch gehabt, hat er auch gesagt gehabt, ich habe es ja mehrfach gesehen, aber bei ihm. Das war das komisch, das haben mehrere gehabt am Anfang. Oder schlimme. Ich verstehe halt nicht warum. Wir haben den Schlüssel. Ich schaue mal kurz da hoch, ne? Autos von draußen? Nein. Also gut macht es auf jeden Fall, komm. Das Atmungssystem ist der übelste Abfuck, das merke ich. Ein Sicherheitsgitter, stahlblockierte Schuhe. Ist etwas Wichtiges denn? Ja, aber mit was kriege ich es weg? Na. Jadi. Hier kann man es verstecken. Da kann man es verstecken. Hier ist aktuell nichts. Im Hof kann man nur schauen. Gehen wir gerade durch. Die haben ja aktuell nichts mehr, oder? Unten den Lappen kann man wegziehen, aber so an sich
Wir schauen im Hof. Wir schauen im Hof. Das glaube ich müsste jetzt der leichteste Zugang sein. Ohne möglichst viele Räume zum Durchgehen. Sagt und rennt durch 15 Türen. Okay, ciao. Welche Tür haben wir? Die da zum Beispiel. Die war zu. Die Luft kann man aufsperren. Ja. Ah doch, die ist offen. Schon mal rein. Ich würde da gerne aus der Dinge aus der. Moment mal. Ich würde da gerne aus der Historie löschen, aber es geht eben einfach irgendwie nicht. Okay, na gut, hilft nichts. Lassen wir es so. Eine Anschlagtafel für die Bewohner des Gebäudes. Okay. Warte, ich muss wieder reinklicken. Jetzt, Entschuldigung. Haben wir Ton. Wie viele Türen gibt es denn da? Das kann gar nicht sein. Nope. Sie lauscht nicht mal, ne? Andere Schlüssel auf jeden Fall, okay. Will ich da hoch? Das da hinten ist immer noch und es wird wahrscheinlich die ganze Nacht anhalten. Dagegen tut jetzt ehrlich gesagt nichts. Zwei ABC. Immer geht es eine. Nope. Ich hätte jetzt nachschauen müssen, wo wer wohnt, ne?
Okay. Nope. Von der Dünne sieht es noch kälter aus. 4. Ich habe da keinen Schlüssel, ne? Also kein, du weißt ja, wo der passt irgendwo, glaube ich. Warte mal, ich hab die Box, die eigentlich nichts machen kann. Auf der Karte, hier ist alles zu, okay. Hier auch, hier auch. Unten können wir auch nicht durch zum Laden, da können wir auch nicht durch. 2. Stock, Wohnlagen am Seestraße. Hier unter uns ist alles zu. Am Hof ist alles zu. Ich glaube jetzt wirklich höchstens. Das ist der Automat da hinten, ne? Das Dreieck quasi. Das da, das erste, wenn ich gerade hinzeige, das Zahnrädchen, so muss ich sagen. Das ist der Ding, das ist der komische Automat, der die Kugeln ausspuckt. Wir können jetzt wirklich schauen, können wir vor dem. Wir könnten das Ding wegziehen, ja. Können wir das Laken wegziehen, eventuell. Wäre eine Option. Das wäre eine Option. Wir schauen müssen, wo die wohnt. Sie hat geschrieben, also, ich habe eine Kopie des Schlüssels für das Haus in der Vitrine im Ausstellungsraum im chinesischen Puttel aufbewahrt. Das wäre eine Option. Sicher bin ich mir aber nicht. Hier ist alles zu. Hier war alles falscher Schlüssel. Ich versuche einfach wirklich mal die eine Ding, in den Kanister, eine Ding, schauen wir kurz in den Kanister, sage ich, in den, ja. Na, komm, jetzt machen, schaut. Was vielleicht hängt da irgendwas dran, hätte sein können. Sophie, get moving! Hier ist da. Oh my god. That was almost the end of me. Alter. Mach das nicht. So hört sich's an. A. Färber, B. Wrangle, C. Gips. Wo ist der herkommen? Nee.
Ich tue es mal weglappen. Okay. Erster Charakter tot. Ich habe mir schon gedacht, sowas. Ich wollte es trotzdem ausprobieren. Deswegen habe ich im ersten Kapitel eine Ding nicht reingelangt in die sagen wir es, in die Badewanne. Ups, ja. Dennis Geschichte muss vorgehen. Ach, man kann die Episode neu starten. Wenn das Ganze, zumindest die ganze Episode, ja gut, das ist einmal eine Option. Gut zu wissen, aber ja, ups, Kenny, hast recht, ja. In der ersten Kapitel hat es eine Badewanne gegeben mit so schwarzer Plörre drin. Und ich wollte es nicht, ich habe nicht reingelangt. Ich habe mir gedacht, nee, wäre genauso ausgegangen, hundertprozentig. Er hat jetzt gar nichts. Ich glaube, wir können von ihr das Zeug aufsammeln. Nobody appears to be around. I wonder whether this Faber guy is anywhere nearby. Wir sollten vielleicht gleich mit ihm spielen, genau, das ist der Rufezeichen. Vielleicht, wenn er dann tot ist, vielleicht können wir dann gleich neu starten. Genau. Okay Leute, ich muss mal den Stream neu starten, das hilft nichts, haben wir wieder 3. Ich bin gleich wieder da, ganz ein kleiner Moment, weil jetzt haben wir wieder PogChamp und bla bla und was ich blockiere die 3 noch ganz kurz. Das sind 4. Oder Kathi, magst du das mal kurz machen nochmal? Ich starte den Stream ganz kurz neu. Bin gleich wieder da, einen kleinen Moment. Bis gleich. Entschuldigung, aber ich muss die Bots mal kurz rauskriegen.